Das war's also mit Shifting Sandland. Gott sei Dank, Alter. Ey. Ist doch irgendwie schwieriger geworden als gedacht. Wir gehen noch nicht zu Bowser, sondern in Docks, wie im letzten Part schon angekündigt. Herzlich willkommen, Leute, wenn euch es gefällt, was ich hier so mache mit den Retro-Achievements und allgemein meine Videos, dann darf ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und ein Abonnement. Vielen lieben Dank dafür. So, ich habe die Befürchtung gehabt, dass wir irgendwo in der, ja, jetzt nicht in der Luft, ich würde jetzt schon sagen irgendwie in der Luft, aber oh, ja, sondern an der Oberfläche, dass hier irgendwelche Münzen sind, aber Gott sei Dank ist dem nicht so. Es ist nur so, dass wir im DS-Teil tatsächlich was an der Oberfläche haben. Ich glaube, da hast du so einen Shell-Ride machen können. Und da waren, ich glaube, was waren da? So Wasserläufe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißen. Skeeter. Skeeter im Englischen. Aber die haben wir hier nicht. Sonst lassen wir uns von der Strömung ein bisschen wieder herziehen. Ja. Oh, das ist richtig anstrengend mit der Strömung. Okay, jetzt müssen wir nochmal schauen. Haben wir nur in der Nähe irgendwo vom Strudel Münzen? Oder war das der einzige Strang? Ich glaube, das war es nämlich. Das ist tatsächlich erst sehr knapp bemessen. Wir haben hier nur 106 Coins. Das heißt, wir hätten den Coin Collector fast schon mal geschafft. Und zwar um mindestens 6 Coins. Fast verfehlt eben. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass es gar nicht so schwierig wird. Den Blue Switch, den haben wir so oder so schaffen müssen eigentlich. Und das ist ja immer der größte Punkt. So, ich hab ein bisschen Schiss. Moment mal. Scheiße. Das ist übel dumm, was ich hier gerade schon wieder mache. Weil das U-Boot ist ja noch gar nicht da. Na wait, warte. Das U-Boot muss ja weg sein. Um das geht's. Das U-Boot muss weg sein. Ich meine, es ist sonst auch möglich. Oh, lag yeah. Ja, wie damals. Das U-Boot laggt, richtig. Wie damals letztes Jahr beim Main-Set von Mario 64. So, wir sind auf jeden Fall oben. Wie war denn dieser Blue Switch eigentlich nochmal? Ich glaube, der war gar nicht so schlimm, oder? Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier irgendwie lange überlege oder so, ich werde jetzt nicht diese heftige Challenge nochmal machen, die Red Coins zu sammeln, ohne dass das U-Boot weg ist. Ich bin dann nicht blöd. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Alter, da war ich aber in Form, Alter. Leg mich am Arsch. Das war krass. Da war ich gut trainiert in Mario 64. Also für meine Verhältnisse natürlich, ne? Ich glaube, ich verlinke es jetzt einfach nochmal hier. Das war geil, ey. Emotion pur. So. Und jetzt gehen wir an die Challenge ran. Und Leute, wundert euch nicht, ich hab hier drunter einen Schal. Ich bin sehr eingepackt, weil es ist die ganze Zeit, seit Wochen, kalt draußen, richtig scheiße ekelhaft. Immer ein kalter Lohr ist jetzt noch nicht das Problem, aber das Problem ist halt, wenn du dann mit trockener Luft konfrontiert wärst und das Wetter scheiße ist und du einfach die ganze Zeit schauen musst, dass du die nicht nur mal erkältest, weil, Alter, ich war das jetzt in Rekordzeit zweimal hintereinander. Wow, das habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal in nächster Zeit wieder mein Immunsystem ein bisschen boosten. Und mal wieder ein bisschen mehr drauf achten, weil ich denke zwar, dass ich schon, also vom Essen her, würde ich sagen, bin ich ziemlich gut aufgestellt. Und ist relativ gesund, ne? Aber ich denke, es fehlen nur mehr ein paar Sachen für mein Immunsystem. Keine Ahnung, ich mache zum Beispiel ja nie irgendwie mal so einen Spaziergang oder so an der frischen Luft. Also jetzt zumindest nicht explizit, aber für die alltäglichen Sachen halt schon. Und ich mache eigentlich schon mehr oder weniger regelmäßig Sport. Ich gehe ja zum Bouldern. Aber das ist jetzt auch wieder durch die Krankheit sehr in den Hintergrund gerückt. Es ist halt einfach übel sad. Es wäre eigentlich fast schon mal irgendwie eine Renew-Challenge wert. Eine Real-Life-Challenge. Dass ich mir irgendwas ausdenke, die sie dann, keine Ahnung, eine Woche, 2 Wochen, keine Ahnung wie lang, mal durchziehe, dann mal schauen, wie sich das so anfühlt. Ne? Aber Moment einmal, das U-Boot ist ja immer noch da. Oh wow, warte, ist es die ganze Zeit da? Nur in der letzten Mission nicht? Und ich habe es wieder verwechselt und ich habe immer wieder gemeint, es ist nur in der ersten Mission da. Also genau andersrum. Konnte es sein, dass ich jetzt mal einfach nur dumm bin? Ich glaube, ich muss einfach erstmal Bowser besiegen, oder? Bevor der Submarine wieder weg ist. Dann machen wir das doch mal ganz eben, ne? Digga, Alter, Lecco mio. Speedy unterwegs. Bom.
Oh, die Bowser-Stage ist dann aber fett zu runnen, ne? Also Stunde der Wahrheit, aber schaut gut aus. Es laggt nimmer, das heißt, die Poles sind jetzt da und nimmer die Submarine. Wie es scheint, bin ich doch jedes Jahr immer wieder dumm. Schön. Wenigstens eine Konstante im Leben. Oh ja, das Loch ist schwierig da drüben. Oh je. Yes! Wir haben's. Ja, ja, ja. Ja. Oh, die Strömungen sind wirklich gefährlich hier. Aber wir haben es geschafft. Gut. Und der Rest ist jetzt eigentlich nicht mehr so der Stress, oder? Ja, eventuell muss ich nochmal irgendwann ein bisschen suchen gehen, aber ich glaube, dass ich nichts übersehen habe. Okay. Dann auf geht's. Nur die Red Coins und die Blue Coins, oder? Ich glaube, die gelben haben wir alle. Aber ich kann es auch nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Deswegen. Also irgendwo fehlt auf jeden Fall nochmal was, weil... Klasse. Hey, Leggy Mario ist wieder unterwegs. Oder besser gesagt Buggy. Wir schauen einfach mal. Wenn wir jetzt hier 7 Blue Coins haben, dann stimmt's. Dann schauen wir doch mal, oder? Oh. Opa. Aha. Irgendwo fehlen 5 Coins. Ja, aber die finden wir schon. An dem soll es nicht scheitern. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall den 100 Coins da erstmal. Und den Red Coins da. In der Stampfattacke. Jawohl. Okay. Die letzten 5. Ja komm, die finden wir schon. Ach lol. Das ist ja random. Einfach mal hier oben. Krass. Bin mir sicher, die habe ich beim letzten Mal, also beim letzten Durchlauf. Treasure 9. Ah, nix gesehen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe die 101 Coins genauso gesammelt. Und bin wieder raus. Aber dass da oben noch random 5 sind. Wow, wer hätte das ahnen können? Man merkt, die Stages werden von Mal zu Mal schwieriger. Ab dem Keller geht's steil bergab mit meiner Leistung. Immer nur alles machbar und wir haben bisher alles geschafft. Von dem her haben wir jetzt die Hälfte. Hey! Das 9. Achievement. Oh, cool. Ja, Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, bedanke ich mich natürlich beim Zuschauen und positive Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.